Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand ob Hart, ehrenwertes Engagement auf Sylt, die wir heute mit einem Zitat von Erich Kästner beginnen. Wer wagt es, sich den donnernden Zügen entgegenzustellen, die kleinen Blumen zwischen den Eisenbahnschwellen? Tja, die donnernden Züge stehen wohl sinnbildlich für all das, was unsere Natur heutzutage gefährdet. Und die kleinen Blumen, ja, das sind die Vereine und Organisationen, um die es heute gehen wird. Die Vogelkoje in Kampen unterliegt als ein zentrales Pflege- und Bildungsprojekt der Söllring-Foining dem Naturschutz. Dieses auf der Insel als historische Kleinod bekannte Naturschutzgebiet wird von freiwilligen Helferinnen und Helfern betreut, egal ob es um das Anbringen von Nistkästen und Insektenhotels oder die allgemeine Pflege der Anlage geht. Aber auch bei der Beobachtung der Flora und Fauna, in Fachkreisen auch Monitoring genannt, ist der Sylter Heimatverein als Träger öffentlicher Belange auf freiwillige Mitarbeit angewiesen. Matthias Jakobsen weiß als Leiter des Landschaftspflegeausschusses der Söllring-Foining um die Bedeutung der Ehrenamtlichen. Im Grunde geht es gar nicht ohne Ehrenamtliche. Also das ist total wichtig. Der gesetzliche Auftrag ist da. Es muss geguckt werden, wie entwickelt sich das, was kann man daran ändern, wenn es sich falsch entwickelt, welche Maßnahmen will man für irgendwelche Ziele in Gang setzen. Aktuelles Beispiel ist zum Beispiel auch die Krötenteiche da gegenüber der Sansibar. Das ist eben durch Monitoring passiert, dass man merkt, Mensch, die Kröten werden immer älter und es gibt immer weniger Nachwuchs, was können wir da machen? Und das wird an die Behörde dann eben weitergeleitet oder auch an die Geschäftsstelle der Söllring und dann guckt man, mit wem kann man zusammenarbeiten und das Projekt dann umsetzen. Neben der Betreuung verschiedener Landschafts- und Naturschutzgebiete bietet die Söllring-Foining auch eine ganze Reihe von unterhaltsamen Veranstaltungen an, um Sylter und Gäste auf charmante Art und Weise zu informieren. Ich bin Mitglied im Landschaftspflegeausschuss, der 2006 100 Jahre alt geworden ist. Und da habe ich dann gesagt, wie kann sich der Landschaftspflegeausschuss repräsentieren? Und habe gedacht, was ist typisch für Sylt? Das Wattwasser ringsrum ist typisch und da habe ich gedacht, dann kann man eben halt für die Söllring-Foining sinnliche Wattwanderung anbieten. Am alten Schöpfwerk in Keitum befindet sich eine von insgesamt 3 Nationalparkstationen auf Sylt und insgesamt 17 Schutzstationen entlang des Nationalparks Wattenmeer. Für viele der jungen Engagierten der Schutzstation Wattenmeer ist ihr freiwilliges ökologisches Jahr eine ideale Berufsvorbereitung, die darüber hinaus auch noch jede Menge Spaß macht. Wir machen ganz, ganz viele Veranstaltungen, also Wattwanderungen, Salzwiesenführungen, Nachtwanderungen, also unzählig viele. Und dabei arbeiten wir ganz viel mit Menschen, weil wir haben so das Motto, was man nicht kennt, kann man auch nicht schützen lernen. Und deswegen wollen wir allen Menschen zeigen, warum so schützenswert das Watt ist. Und dazu müssen sie es erstmal kennenlernen. Also das geht nur mit Menschen. Ich bin eigentlich überrascht, wie glücklich ich damit bin. Es ist viel besser, als ich mir sogar vorgestellt habe. Und ich möchte eigentlich überhaupt nicht mehr gehen. Also ich habe unglaublich viele spannende Erfahrungen hier gemacht. Ich habe auch ganz viel über die Umwelt gelernt, aber eben auch um den Umgang mit anderen Menschen. Auch ganz viel Selbstsicherheit gewonnen. Und ich weiß gar nicht, was ich mir jetzt eigentlich noch wünschen soll für den Rest von diesem Jahr. Ein weiterer großer und wichtiger Verein, der sich für unsere Natur auf der Insel einsetzt, ist die Naturschutzgemeinschaft Braderup. Die zahlreichen ehrenamtlichen und freiwilligen Helferinnen und Helfer pflegen unter anderem die immer seltener werdenden Heidelandschaften auf Sylt. Neben der Landschaftspflege vor Ort spielt auch die politische Stimme der Naturschutzgemeinschaft eine wichtige Rolle in der Vereinsarbeit. Ja, ich würde mir wünschen, dass auch von höchsten Stellen, auch von Kiel, dass sehr viel mehr geachtet wird. Das Wohl der Bürger, die hier leben und das, was wir schützen, dass es sein muss, dass es nicht, es darf einfach nicht bis zum letzten Rand ausgenutzt werden und kaputt gemacht werden. Aber in Kiel ist es eben, wir wenden uns natürlich ans Landwirtschaftsministerium oder Naturschutzleute dort, aber wir wissen, dass das Wirtschaftsministerium großen Einfluss hat in alles, was hier auf Sylt passiert. Und das ist die Gefahr, dass die Genehmigungen geben, die wir nicht wollen.
auch die einheimische Bevölkerung ist natürlich gefragt, sich im Bereich Naturschutz zu engagieren. Da wünschen wir uns noch mehr Engagement und da können auch noch mehr dazu kommen. Und wenn die es zumindest erstmal ausprobieren, also auch unsere Aktivgruppe, man muss nicht gleich Mitglied sein. Erstmal ausprobieren und die meisten sind, ja, eigentlich sind alle dabei geblieben. Vereine wie die Söllring vor Inning, die Schutzstation Wattenmeer und auch die Naturschutzgemeinschaft Sylt schützen also ganz aktiv die so schützenswerte Sylter Natur. Um allerdings überhaupt erst einmal ein Verständnis für Natur zu entwickeln, gibt es auch einen Verein, und zwar den Kleingartenverein Westerland. Natürlich existieren weiterhin die klassischen Vorurteile gegenüber den Kleingärtnern. Wer sich allerdings vor Ort ein eigenes Bild macht, der wird schnell merken, dass der moderne Kleingarten viel mehr als Gartenzwerge zu bieten hat. Erfüllt der Kleingartenverein Westerland vielleicht sogar einen Bildungsauftrag im Bereich Naturschutz? Ja, und zwar vielleicht mittelbar, würde ich sagen. Also unmittelbar in dem Sinne, dass wir es natürlich auch selber tun. Mittelbar dadurch, dass man es erlebt. Es sind ja immer mehr Familien, die auch eine Parzelle suchen. Gerade hier auf Sylt haben wir eine riesen Warteliste. Und man hat hier ein eigenes Stück Land, was man gestalten kann, wo man dann eben die Natur einfach genießen kann und Jahreszeiten zum Beispiel erkennen kann. Und das überträgt sich eben auch, denke ich, auf die Kinder. Habe ich selber erlebt. Meine Tochter, inzwischen schon erwachsen, hat das hier beiläufig miterlebt und ist inzwischen selber also ganz groß am Gärtnern. Zwar nicht im Kleingarten, sondern im eigenen Garten. Aber daran sieht man, dass das doch irgendwie Früchte trägt und dass es dann nachhaltig ist. Hand ob Hart, wir sehen unsere Mitwelt. Denn Natur darf nicht nur Kulisse sein, wie die Sylter Naturschützerin Clara Enz schon in den 1970er Jahren wusste. Und bis heute sind wir tatsächlich alle gefragt, uns noch mehr einzubringen und uns zu engagieren. In diesem Sinne, mitmachen lohnt sich. Vielen Dank fürs heutige Interesse. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.